Als Kind war Weihnachten mehr als nur ein Datum. Wir haben die Mami gefragt, wie viel wir noch schlafen bis Weihnachten ist. Alle Spielzeugkataloge haben wir durchgeblättert und das ausgeschnitten, was wir auf unsere Weihnachtsliste haben kleben. Am Morgen sind wir direkt aus dem Bett gerannt, um das Türchen aufzumachen. Überall an allen Häusern sind Lichter gehangen, in den Läden haben sie Weihnachtslieder gespielt und draussen sind die Bäume dekoriert. Ein Märli-Tram ist durch die Stadt gefahren mit dem Samichlaus am Steuer und wir haben uns gewünscht, das Auto drin zu sitzen. Am Weihnachtsmorgen haben wir im Pyjama alle zusammen 3 Nüsse für Aschenbrödel geschaut. Wir haben alle unsere selber gebastelten Geschenke vorsichtig in den Sack getan, um zu den Großeltern zu fahren. Wir haben unsere Finger in Kerzenwachsdünkel zum Zeitvertreiben am Esstisch, damit wir möglichst schnell Geschenke auspacken können. Die Mami hat unsere Weihnachtsgeschichte vorgelesen, während der Raum ganz dunkel war und nur noch Kerzen am Christbaum geleuchtet haben. Wir haben uns eine Ecke ausgesucht, wo alle unsere ausgepackten Geschenke hingekommen sind. Und auf dem Heimweg im Auto sind wir eingeschlafen und der Papi hat uns ins Bett aufgetragen. Jetzt ist Weihnachten und es fühlt sich an, als wäre es nur noch ein Datum. Das Arbeiten oder die Schule nimmt so viel Raum, dass wir gar keine Zeit mehr haben, um genug für Geschenke zu kaufen. Auch die Lichter und Deko von aussen fällt uns gar nicht mehr auf, weil wir im Stress sind. Die Musik mögen wir langsam nicht mehr hören und über Preise an den vollgestopften Weihnachtsmärkten regen wir uns auch jedes Jahr mehr auf. Wenn uns jemand fragt, was wir uns wünschen, wissen wir es selber nicht. Und am Familienfest machen wir uns Sorgen, dass wir uns rechtfertigen müssen, für wie wir sind. Ja, vielleicht verändert sich Weihnachten, aber ich glaube, es verändert sich nicht, weil etwas verloren geht, sondern weil wir es anders lernen zu spüren. Und vielleicht ist Erwachsenwerden genau das. Weihnachten nicht mehr zu erwarten wie früher, sondern es neu zu erleben, auf seine eigene Art. Und mit diesen Worten wünsche ich euch eine ganz schöne Weihnacht.